Wie geht es dann mit der E-Mail-Bestätigung? Ich habe Papier schon gefunden. Und jetzt genau, folgen. folgen auch. Ja, sehr gut. Und jetzt nochmal zumachen, das ist genau dasselbe. Schauen wir mal, schon auf. Genau, ja. Und jetzt wieder Bestätigung machen. Genau, ja. Das Video sehen oder was weiß ich. Zum Beispiel, ich habe hier ein Video für meine Schüler sehr interessant gefunden oder das Tweet habe ich interessant gefunden, aber ich konnte das Video nicht sehen, weil es 50 Minuten lang war. Ich hatte keine Zeit. Dann habe ich hier bei Favoriten, das ist ein Stern, eingeklickt. Okay? Gut. Und hier oben, also Startseite, sind die Tweets von Leuten, die ich folge. Okay? Also, alle Leute, die ich folge, tweeten und hier kommen alle runter. Das ist mehr oder weniger wie bei Facebook. Okay? Die Muro heißt das, oder? Muro bei Facebook? Gut. Also, hier findet man alle Tweets von Leuten. Das wäre mein Personal Learning Environment bei Twitter. Ne? Alle, also diese Leute, die ich für mich interessant finde. Dann habe ich die Mitteilungen. Mitteilungen sind alle Interaktionen, die ich mit anderen Leuten bekomme. Das heißt zum Beispiel, jetzt hat wahrscheinlich Javier ein paar Fotos da in Twitter gestellt und hat mich, das heißt auf Spanisch mencionar, ne? Wenn man jemanden nennt. Ne? Und dann konnten wir sogar die Fotos eintragen. Das heißt, ich kann im Foto eure Namen draufschreiben und dann wurde euch bei euren Mitteilungen wurde eine Nachricht neu kommen und sagen, Javier hat euch getaggt. Also alle Mitteilungen kommen hier. Und hier sind die Privatnachrichten, die jetzt gerade nicht sehen werden. Das sind ganz privat. Also das wäre wie ein Gmail-Account. Das wäre wie ein E-Mail. Ne? Nur, dass wir nicht mehr als 140 Buchstaben schreiben können. Ja, okay? Das ist das Kennzeichen von Twitter, dass man nicht mehr als 140 Buchstaben schreiben kann. Und das ist sehr gut, wenn man zum Beispiel Texte verkürzen will. Also man kann viele verschiedene Aktivitäten mit den Sprachen und Twitter machen, weil man muss viel analysieren, ne? Oder die Sätze oder den Text verstehen und dann den Text zum Beispiel eine Zusammenfassung machen. Ja? Gemma, verstehst du was oder nicht? Ja, ja. Gut. Ich gucke, ja. Das geht sehr langsam. Und etwas, das sehr nützlich ist dieses Entdecken. Entdecken heißt descubrir, aber hier das Symbol hier bedeutet Hashtag. Wenn ihr habt ihr irgendwann mal gehört das Wort Hashtag? Ja? Ein Hashtag ist eine Etikette, ja? Eine Kategorie. Und wir können immer, zum Beispiel ich tweete was, wir gehen zu meinen Tweets. Wir hatten eine Technikerin, die auf die Musik aufgepasst hat. Sie hat auf die Musik gesucht, die keine Autorenrechte hatte. Ein Community Manager, der hat alle Twitter-Accounts kontrolliert, nicht geschrieben, ja, aber alle kontrolliert, damit sie gut arbeiten sollten. Wie alt waren die Schüler? Bitte? Wie alt? Die waren vom Primero de Bachillerato, die waren 16, 17. Genau. Ja. Wir hatten schon gesagt, das mit dem Buch und das mit Twitter. Jeder Drehbuchautor hat ein Profil registriert oder angemeldet
Und das war zum Beispiel, das ist die Hauptrolle. Ja? Und angefangen zu schreiben. Wir haben normalerweise im Salon de Actos, im Theatersaal gearbeitet. Und dann haben sie die Drehbuchautoren in der Bühne sitzen bleiben und sitzen geblieben. Und dann haben sie in Twitter geschrieben.